Das Leben ist ein Witz. Ich habe in meinem Leben schon viel Schlimmeres erlebt, sagt ein Raser zu seinem Opfer, nachdem er es mit dem Fahrrad überfahren hat, mit dem Auto sein Fahrrad umgefahren hat, während er da bewusstlos unten auf dem Boden liegt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, was dort passiert ist. Ein neuer Stadtanzeiger-Artikel beleuchtet die ganze Raser-Szene nochmal neu auf. Und zwar ist durchgesickert aus Polizeikreisen, dass dort solche Worte gefallen sind. Wer die ganze Thematik nicht mehr vor Augen hat. Auf der Aachener Straße gab es ein Autorennen. Mutmaßt man auf jeden Fall. Und Autos von der Firma DriveNow, von dem Leihdienst, wurden dort missbraucht. Und dabei ist eben der Fahrradfahrer Gianluca böse erwischt worden. Und wenige Tage später auch entsprechend leider Gottes gestorben. Und hier sehen wir ja noch die Aufnahmen. Es war wirklich ein Skandal. Die Polizei hat versucht, dann entsprechend die Raser-Szene in Köln komplett umzukrempeln, den Kern der Raser-Szene zu finden. Es war sehr, sehr schwierig und jetzt entsprechend diese Neuigkeiten, dass dort auch noch solche Sätze gefallen sind. Das Netz reagiert entsprechend. Ja, gerade diese, ich sag mal, Dreistigkeit, ein Autorennen, ein illegales Autorennen zu veranstalten und dann noch zum Opfer hinzugehen und so einen Spruch abzulassen, sage ich mal, schockiert natürlich auch unsere Community. Unter anderem schreibt der Bernd, er hofft auch, dass die Richter solche Sprüche sich dann merken und sich auch daran erinnern, dass sie auch rechtzeitig oder auch demgemäß bestraft werden. Oder auch ein Kommentar zu dem Artikel von Oliver, der fordert einen Führerscheinentzug für solche Leute auf Lebenszeit. Es gibt aber auch ja, so ein paar Leute, die haben nicht unbedingt aufgegeben, aber die glauben nicht mehr daran, dass sich sowas überhaupt ändern wird. Zum Beispiel Nicola schreibt, glaubt ihr ernsthaft, das interessiert die Raser? Die können dann zwar selbst keine Autos mehr mieten, suchen aber einfach andere Wege, um an Fahrzeuge zu kommen. Auch das ist jetzt am Wochenende wieder passiert. Auf der A57 wurde ein Ferrari missbraucht für ein Autorennen, vermutet man gegen einen Audi R8. Der Ferrari ist gegen die Mauer zerschellt, Totalschaden, und das war ein Überführungswagen. Das heißt, er sollte von einem Händler zum nächsten gebracht werden. Also es gibt immer wieder neue Wege. Ich habe gerade im Chat von Patrick K. gesehen, der sagte, für Raser sollte es nur noch Mopeds geben. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Anfangen sollte man bei den Autovermietern. Hier sollte sich der Vermieter Gedanken machen, an wen er solche Fahrzeuge vermietet, sagt. Das ist ein Name, der ist sehr schwer auszusprechen, aber das sind definitiv Möglichkeiten, da anzusetzen. Wir persönlich glauben, dass es noch ein harter Kampf für die Polizei wird und man immer wieder hart durchgreifen muss.